Bonjour Leute, herzlich willkommen für eine neue Mission Blick auf Europa. Ich bin froh, euch zu begrüßen, dass vor der Vakanz ein ganz paar Leute von euch werden profitieren von der Vakanz für an den Wandersport zu gehen, an den Schnee. Die guckt, sind leider nicht bei den Glücklichen. Wir sind auch nicht bei den Glücklichen, wenn ich so mir. Dann ist der bei mir am Plateau heute den Christoph Hansen. Und ich selber, der Christoph, hier kennt ihn, hier ist schon mehr lang an der CSV aktiv. Hier war man auf der Europa löscht von der CSV, aber da kommen wir darauf zurück. Ich wollte so eine offizielle Funktion als heute zu Brüssel. Hier ist als freier Assistent von der Madame Lülling, von Astrid Lülling, als hier für ein gutes Jahr bei der Repräsentation permanent heute zu Brüssel von Lützeburg gewechselt. Und hier ist hier am Environnement aktiv in Feld, was ja am Anfang ein Domain, das ganz stark an den Vordergrund kommt, nicht nur die letzten Jahre durch die aktuelle Politik, die wir machen, aber besonders, wenn ihr seht, die große UNO-Klimakonferenz zu Paris, die unter der Lützeburger Präsidenz aufläuft, an die es gilt, vorzubereiten. Da ist Christoph, wie gesagt, aktiv, darüber gehen wir aber nicht an, das muss er verstehen. Wir gehen auf einen anderen Domain an, wir gehen darauf an, dass Christoph aber auch, wie ich schon gesagt habe, an der CSV ganz aktiv ist, an der CSJ. Hier ist am Norden, an der Gemeinde Wansel, ist hier an der Gemeinde aktiv, am Gemeinderat aktiv. Hier ist auch ein Delegierter von der CSJ am Ausland, und genau darüber schwätzen wir. Christoph, vielleicht just nach ein Wort, das ich nicht vergessen, und das ist auch extrem wichtig. Die ganz gute Score, die wir gemacht hatten, den 25. Mai letztes Jahr auf den Europawahlen, von da werden der Christoph auch kennen, das Gesicht, das ist bekannt. Hier hat er einen fantastischen Score gemacht, hier war der 6. von den alle die 6 beste Rangplatz von den einzelnen Kandidaten. Das ist vielversprechend. Der Christoph ist vielversprechend. Member von der CSV, die werden noch viel von ihm hören. Also merkt ihr sein Gesicht, merkt ihr das, was ihr seht. Christoph, das ist meine Freundlichkeit zu begrüßen. Du zählst also ein bisschen, du bist delegiert bei der YIP, also bei der Youth EPP. Du erklärst also, was das ist, und was da genau aufgelaufen ist, was er da auf den Weg geschickt hat. Ja, merci Georges mal für all die Komplimente. Und effektiv, wie du siehst, sind an der CSJ doch noch immer aktiv und sind da der Sekretär international. Und dadurch sind ich dann noch automatisch bei TIEP, delegiert TIEP, das die Juren von der Europäischen Volkspartei in Europa. Das sind aus sich 57 Jugendorganisationen, politische Jugendorganisationen, die aus 39 Ländern kommen, die an dem Verband zusammen sind, in der Dachorganisation. Und das so, dass CSJ auch von den Gründungsmembern 1997 war 1997 der nächste Präsident, als heute ganz bekannt, das den Friedrich Reinfeldt, der von 2006 bis 2014 schwedische Premier war. Und du als CSJ-Delegierte sitzen wir an der JEP an, besonders natürlich für die Leute, die Jugend betrifft, mir auch generell positionieren wir als europäische Sujet, politische Sujet. Du hast gesagt, was besonders was die Jugend belangt, das ist eine von ihren natürlich Hauptmissionen, Hauptfunktionen. Da gibt es schon ein großes Problem, das der Jugendchômage, den in letzter Zeit, in den letzten Jahren von der Krise, in verschiedenen Ländern ganz dramatisch ausmachen soll. Ich denke da an besonders Griechenland natürlich, aber auch Spanien, Italien, Kroatien, sind Länder, die ganz hohe Chômagezahlen haben, besonders was die Jugend belangt. Lo gëtt liicht Entwarnung, dat hicht die Lächzöle, wann en déi guckt dann vun Eurostat, dann kann en do en Trend feststellen. Wir hoffen, dat den unhält méi et asfalls noch net berougen. Dann dats nach ëmmer déi Jurenderbeslos ass nach ëmmer e grosse Sujet. Wat proposéiert lo am Fong CSJ an die Jong vun der EVP, wat proposéiert Dir fir der Jurenderbeslosigkeet fir der do meester ze gin? Ja, das, wie du siehst, effektiv die Situation hat sich ganz leicht entspannt. Trotzdem sind aber noch immer 5 Millionen junge Europäer unter 25 Jahren, die nach ihrer Ausbildung nicht an der Arbeit stehen. Und das sind dann noch immens viel. Das ist ein bisschen die traurige Spitzenreiter von der Statistik, die haben sich leicht geändert. Das war Griechenland mit bald 57%, für Spanien, die noch immer 53,5% haben. Das heißt, alle zweiten junge Spanier am Showmarkt Griechen solo just ënner 50% gefallen, die Leiie bei 49,8, war doch nach allzweten ass an dann Kroatien op der dritter Platz mat 45,5%.
An mir hunn an der CSJ an enger Arbeitsgruppe Europa, woch dann Dich dann noch bisse mat leden, hunn mir eng Resoluioun firbereet, die mir da lo mat op de JEP-Kongress der Juren vun der EVP ufangs Dezember op Athen gehollen. An du hun mir verschieden Schwéierpunkte rausgeholt, die mir identifizeiert hunn, dat das notamment d'Unerkennung vun den Diplomer, die nach immer net so funktioniert wie se Mist. Viel Leiit kommen op Lützeburg hunn zum Beispiel Mädchen an eiser Arbeitsgruppe Europa, dat ursprünglich aus Amerika kënnt, dat war dun an Holland studéiert huet an dem segen Diplom gët zu Lützeburg net unerkannt hat kann eng ganz paar die Plazen net melden. Dat das zum Beispiel eng en Punkt wo man missisten ugreifen. Dann gëtt den europäesschen Arbeitsmobilitéitportal den net zwar gëtt, mit die ganz schlecht funktioniert, weil net an ausreichender Manier die national Base de Données gekoppelt sind. Dat heißt, das eventuell möglich, dass den junge Lützeburg eng gut Qualifikation huet, aber zu Lützeburg steht Platz nie gut Geburte gin mir noch an plus nach de großen Spruche fir Deel kann dawer sinn, dat dann nach Frankreich oder an Deutschland irgendwo eng so eng Platz ass. An dat will mir, dat die Jung besser vermittelt kin an dat ze vielleicht an ihrer Qualifikation fan der nie unbedingt der besonderes muss aufhängen, wat ënnert ihrem Diplom. Du verwill man se besser mat abbannen, da gët der woch nach Youth Employment Initiative, wo sech all Joas lo rund 450 Millionen am europäischen Budget firgesi sinn. Das war so, dat 2014 gouf de Budget so gut wie gut net gebraucht, weil die Inselmemberstaaten die eligibel waren fir die Mesuren ze machen, hun kein Programmer fertigbrucht, die viabel wären. Also die beso, dat man lo fir 2015 goufen déi eng rund 420 Millionen Mod op 2015 geholl, lo hummer fir 2015 ballen 900 Millionen. Man muss awer lo gucken, dat die Programmer auch funktionieren. Het geht nicht durch, dat man just den UT hun dat man do net gebrauchen können. Du musst mal vielleicht de Kriterien schaffen, weil am Moment ist es so, die Youth Employment Initiative die karrecht gebraucht gin, wenn op mans 25% von den Jugendlichen an der Arbeitslosigkeit sind. Das war vielleicht so, dat verschiedene Regionen an Europa méi dynamisch sind, dat wenn man do Arbeitsplätze kreieren, dat aus andere Regionen kind du hënner kommen, du verwille mir déi Mobilität war auch garantieren, dann hast du net just limitieren op déi Regionen, wo het am schlimmsten ass. An mat der Jepp hummer do wer och eng aner och zu Athen man dat ausgeschafft in e White Paper, wie man dat nennen, iwwer Start-up-Betrieber. Voilà, dat so Appppes, dat ma lowelle promoveieren an Immer der Leiit erklären, wat die Start-up si enke op kommen, dat hecht die gros Diskrepanz tschen dem wat mir hai an Gesetzgebung aflese lose Mesurge fir Budgetsmëttel, Mesurge fir dat die Meier noch zur Verfügung stehen, anwer die nationalen Memberstaaten, die net fertigspringen der Programme auszuschaffen, fir dann noch die Suen können aflesen ze lossen an all déich Vierdeler fir Juren. Zu de Start-upen erkläre is een Spektateurefleisch, wat du Start-upen sinn, wo Dir besonnesche Wert oder lädt. Also Start-up ass fir sech as zwee Wider Start an abhecht, dat et ganz héich soll goen. Dat ass normalerweise eng e Betrieb, déi bisssen aus dem Neicht kreiert soll ginn Minen dat Pioneierbetrieber, weil sie an den Domain rastossen, wo am Moment nach Gukeng oder wenig wirtschaftliche Aktivität ass, Tech das lokalen konventionellen Handwerksbetrieb, das net wie Schreiner den der Betrieb baut, den noch viel Material braucht, an den zwar wiest, mit die ganz los wiest, an der vielleicht am Ende vu senger Karriere sein Betrieb entwickelt huet. Dat heißt, diese Betrieber, die ganz schnell wursen, das war relativ kritisch, weil das nicht so wie du gëtt nicht an de Steen investiert, du gëtt an Ideen investiert. Das natürlich auch so heinst du sind gut Ideen, die war der schlecht organisiert sind. Wo Startkapital fehlt an all die Geschichte. Die Leute, die zuen am Grab hun zecken natürlich dacks do zu investieren, erfongen zu mobilisieren, weil das für sie mé einfach wenn die Promoteur bei se können, da se voilà, mir gif eng Residenzischen vorbauen, du hast eng Valeur sur. Dat du kre se gewisse Rund heier war Potenzial für Arbeitsplatzen zu kreieren viel mehr heich. Besonders weil Chancen sich auch dramatisch verbessert tun sech. Wir haben mittlerweile ein Marché unik, gemeinsame Bannemarkt,
wo so Societäten ganz schnell wurse können. Ja. Sie können iwwer den Digital Market, den digitale Markt können se weltweit ihre Projekte verkaufen. Dat ganz also sech neicht Neues, weil gënn eng ganz paar die Startups, die auch Welt bekannt sind. Ja. Zum Beispiel 1939 gefuelet Packard, den nächste, wo man okay. So von der Schweze okay. Gegrinnt. Hier sucht man enger neuer Idee kommen mat Printeren an Kopiesmaschinen, die sich extrem entwickelt hun. Intel aus 1968 kreiert gin. eBay 1995, Google 1998, Google hat mittlerweile eng Valeur op der Burs vu 400 Milliarden $, wat extrem ass do ass dem Neich du sech opgebaut ginn ass an dann hummer woch puer europäesch Beispieler Skype, wat Kommunikationun komplett weltweit komplett verännert huet, no Spotify fir Musik iwwerall ze lauschteren, woi wëlt hunn de Skyscanner watch als Member vun der Transportkommission natürlich auch interessiert, ja. Wat doch dangeen huet mé dann das effektiv Sachen, die Liewe vun der alle gute verändert hunn. An du se mir auch als de Vierstand vun der JEP sinn noch mat dee Projekten direkt bei de Jean-Claude Juncker gang, weil de Jean-Claude Juncker jo sein europäesche Fonds fir strategisch Investitionen op Been stalt huet. Dat sind 315 Milliarden €, die du sollen zu Summe kommen. Investitionspack. Ja. Genau, fir dat mir auch die Sachen, die Startups do können drakalieren. Dat net nëmmen an gros Projekte wat lo Infrastrukturen also mir auch an so Idee wie dat toten. Dat ass eng formidabel Sache. Also die gesit leider ass Remenke wie so oft Zeit limitéiert, mékete nach lang. Man Christoph diskutieren iwwer Projekte, die Touren tuet. Das wichtig, dat Touren sich lo engagéiert an den Bereicher. Dat sie Zugang hunn op die richtig Plätzen, die heieren eng Interview beim Jean-Claude Juncker, dat verzielt ha. Muss Akklang fannnen am Parlament, muss Akklang fangen an Kommissionen, an die einzelnen Institutionen fir so Projekte wie gesagt bekannt ze ma. Vun der Suse vun den einzelnen Projekten huete Christoph geschwert. Wir werden mat Sicherheit nach méi wie enke Gelegenheit kreen, op zu kommen. Merci Christoph für den Besuch hier am Plateau an bonne Chance für die Tourenorganisation von der EPP und natürlich auch für dich persönlich als Member von der CSJ, CSV und all den Gremien, wo du so aktiv bist. Merci.